Hallo! Hey Gamerinos, es geht weiter. Unser nächster Gegner ist der FC Thun. Und ich kann euch sagen, eine kleine Überraschung. Ich habe einen neuen Spieler geholt, nämlich den Traore. Jahrhundertstalent, vorne drin jetzt neu mit dem zwei richtigen Stürmer und zentrales Offensiv Mittelfeldspieler ist noch der Gent, wo ich natürlich hoffe, irgendwann auch noch mit einem Stürmer zu ersetzen. Momentan sieht es so aus, Kuba habe ich hinterher genommen. Hinten hat sich auch etwas geändert, obwohl der links ist, ich habe ihn gefunden, im rechts hinten, wo er ist besser als der Rocha, von den Statistiken her. Ich habe ein paar jetzt auf Transferliste hier, also von dem her tut sich etwas. Jetzt wollen wir mal schauen, ob der neue Spieler auch gut ist. Wenn wir mal schauen. Spielen wir gerade ein Derby. Ja, ein wenig später. Schade, den hätte ich gerne gepostet noch, zweiter Stürmer. Aber hey, wenn es nicht soll sein, dann soll es nicht sein. Wir spielen gegen FC Thun und wir gewinnen das Spiel und wir sind daheim. Und es kommt gut. Bin ich davon überzeugt. Ui, und hier kommt der Pass und wurde verkackt. Komm. Ja, und ja, ist egal. Muss ich nicht können. Wer braucht schon Flanken im Spiel? Da sind wir im Waldstadion. Im Stade Suisse. Thun. Eben Derby-Stimmung. Oberland gegen Stadt. Jetzt wollen wir mal schauen, ob die etwas können. Sicherlich verstärkt jetzt durch das Jahrhunderttalent, und wir hoffentlich irgendwann teuer verkaufen können. Schau, da wie er säckelt. Ja, der hat aber noch Energie. Er hat ja in der Realität momentan recht. Er ist verletzt. Der Udo, der Belgier ist er, glaube ich. Ja, und schau da tänzelt er. Ah, und da tänzelt und ui, schon fast ein Goal. Sulemani und allein rein. Nehme ich gerade den Ball. Eine riesen Parade von Sulemani. Parade, nein, das wäre dann der Goalie gewesen. Ein riesen Schuss, whatever. Ibe muss Vizemeister werden. Seit 1986 ist es nicht mehr geworden. Und wenn nicht in Realität, wenn es Freddy Bickel nicht herbringt, ja gut, dann machen wir es ganz einfach. Das machen wir es virtuell. Oh, das ist aber jetzt ganz schlecht. FC Thun in Realität immer ein gefährlicher Gegner. Mal schauen, was sie hier in der virtuellen Form können. Ich spiele das Ganze auf Halbprofi, also ich bin selber auch nicht wirklich so der Fußball-Nerd, oder wie man das sagen will. Ich habe beruflich damit zu tun als Journi, normalerweise ein Journalist und so. Ich würde ab und zu gerne ein Match schauen und hat dich der hergezielt. Bei IBE tut sich ja momentan einiges. Das ist Winterpause in der Schweiz, das bedeutet viel Transfer, oder viel Transfer wahrscheinlich getätigt. Renato Steffen hat jetzt gesagt, er sieht keine Zukunft, er wird den Vertrag mit IBE nicht verlängern. Das heisst auf der anderen Seite noch, dass man nicht mit ihm plant. Es ist dann noch ein neuer Spieler verpflichtet worden, ich kann den Namen gar nicht sagen, irgendetwas Afrikanisches. Oder? Nein, stimmt gar nicht, vom SC Freiburg, glaube ich. Ja, vom SC, oh, was ist das? Vom SC Freiburg, also verpflichtet. Genau. Ich kann den Namen gar nicht sagen.
Und dann werden wir sehen, Februar geht es weiter. In der Super League. Nicht mit dem hier, mit dem Traore. Traore. 19-Jährige habe ich verkauft von Chelsea. Der spielt in der Realität nicht bei IBE, aber IBE wirklich gut tun. Was ist das kein Goal gewesen? Wo hat der hergezielt? Leckt und mir. Breicht nicht mal das leere Goal. Das ist eben auch, das ist Simulation. Genau so ist es nämlich auch bei IBE. Was mögen die Süden? Und ja, yes, Gott, laufen wir doch noch nach. Was sind die Scheiße? Wie Realität. Nein, das ist schon gut. Aber der Match, den ich sehe. Uiuiui, und da. Ui, 1-1, du, Ausgleich. Schaut euch das an. Ei. 1-1. Der Junge, den ich gekauft habe, ist jetzt irgendwie auch noch nicht so richtig drin. Komm da. Ja. Ui, nein. Und. Oh mein Gott, das funktioniert momentan gar nicht. So. Und 1-1 Halbzeit, das ist vielleicht besser so. Derby, Thun, 1-1. Die Spieler sehen gut aus, so wie es mir ist. Ich glaube, ich muss dann nicht wirklich wechseln. Nö, das ist gut. Von Bergen hier, logischerweise auch. Mit dabei. Der in Realität ja auch eigentlich verletzt. Und. Ja, 10 Meter nebenan. Aber es ist interessant. Also, eben IBE. Oh, schau da. Jetzt kommt. Ja, nein, nicht einmal das bringt er her. Fuck. Heiland Donner. So. Steffen. Ja, nicht mich wundern, wo der hergeht. Ich hoffe jetzt ganz ehrlich, nicht gegen Basel-Fans, aber ich hoffe, er geht nicht zu Basel. Ich hoffe, er macht etwas, wo er wirklich so richtig ins Ausland kommt und nicht einfach wieder der beste Schweizer Club. Ich finde, Basel ist für viele Leute auch eine Endstation. Also ich hoffe da nicht, dass er zu Basel geht. Und ich muss den Basler nicht unbedingt gönnen, wenn sie den bekommen. Ich hoffe, wenn er etwas Gutes findet, bitte im Ausland. Es kann auch noch ein bisschen, ja, es kann auch noch interessant machen. Für die Nationalmannschaft. So, mal schauen, ob wir da rein. Was ist los? Ja, bewegt nochmal. Kann jetzt. Ui. Nein, das glaubt niemand. Geh nicht rein. Hey. Komm da. Ja, huru. Komm. Ja, komm. Heiland. Da komm jetzt rein. Jetzt endlich. Heiland, Donnerte. Schau euch das an. Leckt mir. Schau euch das an. Wow. Und noch eines. Und jetzt endlich. 2-1 für IBE. Katastrophale Leistung, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, was ich da ändern kann.
Der Neuzugang bis jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich so stark. Habe ich wirklich mehr erhofft. Und da hier die Verteidigung stimmt halt einfach auch nicht. Und yes, schon mal wieder die Kiste. Mugo. So. Nee, ein bisschen defensiv. Steffen. Ja, super Feldpass. Und da kommt noch gerade schnell der Konter. Zum Glück geht es jetzt hier wieder die andere Richtung. Ah, das ist Offside hoch 10.000. Oh, Nuzzolo, eine feine Verletzung. Nehmen wir nach dem rausnehmen, wollen wir nichts riskieren. Und dann der Sanogo rein. Hey, dat Freude. Und der Sanogo macht gerade ein bisschen Druck. Oi. Und jetzt komm! Ja, komm rein! Jepa! Yes! Schnell reinkommen, gerade Kiste. Schnell reinkommen, gerade Kiste. So machen wir es. So machen wir es richtig. Komm. Ja, super. Geht wieder. Komm da irgendwo. Ja, und jetzt kommt er und das kommt jetzt. Und das erste Goal für den Traore. Komm da. Gib ihm. Yes. Ui. Hat er Freude. 4-1 am Schluss, dann gleich noch aufdreht am Schluss, nach dem langen 1-1, eben dann gleich noch Goal. Debütspiel von Bertrand Traoré. Für IBE und schon ein Goal. Schnell schauen, dass wir da rein die Gent noch rausgehen. Hat auch fast keine Pumpe mehr, die haben wir doch den Afu noch rein. Und Steffen wird auch ersetzt. Und das von Bertone, der gut gespielt hat, glaube ich, letzte. Es sind noch 1 Minute zu spielen, vielleicht kann man sie gar nicht mehr rein. Komm, jetzt lass mich doch, gib mir doch den Ball. Und machen wir noch ein Spanner, komm, raus. Dann kann ich einfach noch einwechseln. Also kann ich nicht mehr einwechseln. Ah, kann ich nicht mehr. Will nicht mehr. Doch. Sind noch eingewechselt worden. Oi, geht's noch das Goal? Oi! Noch zweite Ecke für Thun. Aber auch wenn die einen noch reinbringen würden. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Derby-Sieg. BSC Young Boys gegenüber Thun. Es ist Realität. Stark gespielt, viel Goal, so habe ich das gerne. Wir spielen weiter, wir bringen IBE zum
ersten Schweizer Meistertitel seit etwa 30 Jahren. Ich bin der Marc, ich bin der BIMAC und wünsche euch eine ganz schöne Zeit.